Das ist doch der Stolbergstern. Der war immer schon das Zeichen für eine süße Überraschung, wenn Kinder artig ins Bett gehen. Oh. Artige Kinder kriegen Stolberg-Alpia. Danke, Mutti. Ach ja, Stolberg. Aus Erinnerung und Überzeugung. Stolberg. At Reklammen hunn fréier zwer ernstnecht ausgesi wie haut, mir sie hatten datselwecht Ziel. Mir sollten es dat mal gucken, gut fannen an dann wannnech gef doch kaufen. Aber beim Schokolade solltet Fleisch auch ein bisschen an neues Bild entstoßen, dass Schokolade glücklich möchte. Mir ass dat wirklich so. An einer nicht repräsentativer Umfrage so 80% von unseren Facebook-Freunden, dass Schokolade sie glücklich möchte. Mir leidet wirklich durch, dass diese Substanzen dran sind, die aphrodisiak wirken oder Glückshormone ausschütten lassen. Der Mr. Science wollte genau das herausfinden und hat dafür ein grosses Experiment gemacht. Mit einem erstaunlichen Resultat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Science. Nee, leider nicht. Ich will euch die aktuelle wissenschaftliche Theorien vom Schokolade präsentieren. Schokolade möchte mich mal glücklich. Mit Forscher haben aber herausgefunden, dass keiner von den Substanzen, aus denen der Schokolade besteht, irgendetwas dran ist, was als Kind glücklich machen. Mit Schokolade möchte es glücklich, weil wir am Kopf mit positiven Erinnerungen verbannen und ganz viel Zuneigung. Es ist also ein Placebo-Effekt. Der Tisch kennt Sinn, dass es doch Leute gehen, die vom Schokolade traurig gehen, weil sie keine gute Erinnerungen aus der Kante drin haben. Aber genau der Idee wollte ich an meinem Experiment von heute nachgehen. Die Hypothese ist die, wir sind überzeugt, dass Schokolade uns glücklich macht, also gehen wir froh. Wenn wir aber überzeugt wären, dass Schokolade uns zum Beispiel Kopfweh macht, kriegen wir dann noch Kopfweh? Das klingt interessant, aber jeder kennt Schokolade und weiß, dass den harmlos ist. Wie willst du da überzeugen, dass in der Schokolade erst Kopfweh kriegt? Ja, das ist gar nicht so einfach. Ich habe dafür letzte Woche einen Test gemacht und ich schon extra für diesen Test Schokoladstala machen gelassen. Und die sehen nicht so aus wie ganz normale Schokolade. Und da habe ich den psychologischen Test gemacht. Ich habe 2 Testgruppen gemacht. Und die eine Testgruppe, die kriegt Schokolade mit einer Substanz dran, die ein bisschen Kopfweh macht. Und die andere Gruppe, die kriegt Schokolade ohne diese Kopfweh-Substanz dran. Also, du hast selbst dran gemacht. Tja, dann ist es ja normal, dass du davon einen Kopfweh kriegst. Aber nee, das habe ich schon so gesagt. In Wirklichkeit ist an beiden Tuten genau dasselbe dran, nämlich ganz gewöhnlichen, leckeren Schokolade. Wir haben meine Testkandidaten just ein bisschen überzeugen, dass das nicht richtig mit dem Schokolade ist. Und die Testkandidaten waren übrigens eine Premiere für uns. Für sie zu überzeugen, dass ich einen reellen Test machen und ich eine ganze Geschichte erfand, für was wir einen Test mit Schokolade machen und dabei eine ganze Reihe Überzeugungstricks angewendet. Sie müssen Autorisationen auf Frohebei ausfüllen, die ich mit Hilfe von Schmerzforscher von der Uni ausgeschafft habe. Als Unterstützung hatte ich auch einen Doktor dabei, den ihnen über die potenzielle Kopfweh geschwärzt hat. Sie waren also bald überzeugt, aber du kommst vor, die ich gefragt hat. Wenn wir wissen, was wir essen, spielt der Placebo-Effekt da nicht eine Rolle. No enger gestammelter Antwort, die sie aber überzeugt hat, konnte du weitergehen. Sie kriegten ihren Testschokolade alle gut einzeln vom Doktor überreicht. Kopfweh haben die Schüler selber anhand von einer Probe beobachtet, über 24 Stunden, und dann wurden die Resultate nach einmal über Telefon überprüft. Voilà, 16 Leute haben mitgemacht, alle gut kriegten sie dieselbe Schokolade zu essen. Just Talschen kriegt gesagt, es wäre am Schokolade eine Kopfweh-Substanz dran. Die Resultate sind heute dran, und da gehen ich in den Lummel so. Wir hatten 8 Kandidaten, die an der Gruppe waren, wo keine Substanz war. Davon hat ein 24 Stunden mehr spät gesagt und hat eine leichte Müdigkeit, eine erhöhte Müdigkeit verspürt.
an dem Testgruppe, die de Schokolade mat der Testsubstanz kruten, sind 2 Leute, die an den nächsten 24 Stunden mal vor Licht im Kaffee geschwert haben, an nach 4 Leute weiter, die geschwert haben von Müdigkeit an ein bisschen einen ganz leichten Kaffee. Das ist also ein immens großen Unterschied zwischen der einen und der anderen Gruppe. Aber ich muss ich leider zugestehen, schon ein bisschen ungeschmiert. Es war exakt dieselbe Schokolade in der Krut. Was war der überhaupt der Sinn von dem Test? Ja, ich will testen, wie stark ich beeinflussen kann. Und ich will sogar herausfinden, ob ihr sogar von normalem Schokolade Kaffee kriegen. Und wie ihr seht, ist das ziemlich gut gelungen. Aber das tut uns aber auch nicht außergewöhnlich. Also in einer deutschen Studie ist ein ganz ähnliches Resultat herausgekommen. Das heißt, schon lange die Gedanken und der Kaffee geht durch, dass den abspielt. Ja, effektiv. Kaffee ist etwas ganz Subjektives. Ich habe von mir schon ein Kaffee, mehr oder minder. Und der Jose nicht mehr fertig spricht, dass dir du glaubst, dass das Stück Schokolade in Kaffee macht und dadurch hat man wirklich von mir auch den Kaffee drin. Dafür ist es besser, ihr bleibt bei eurem alle Glauben, dass Schokolade euch glücklich macht. Und ich finde dafür auch als kleine Merci, diese Schokolade mitgebracht. Serviere dich ruhig. Wie ist der Schokolade selber? Oh, ich meine, mir nur etwas falsch gemacht. Ja, Joseph, wann hast du den Schluss drüber? Oh, so schlecht ist es nicht.